Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 von Big Ambitions. Wir haben es ein paar Tage später. Ich habe ein bisschen Kohle gemacht dazwischen, wie angekündigt in der letzten Folge. Die Kohle haben wir größtenteils investiert in Aktienanlagen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil es selber schon ein paar Tage her. Also wir haben jetzt bei Spitze Global A haben wir 2 Millionen drin. Das ist, glaube ich, das, was wir noch reingebuttert haben. Da haben wir schon 140.000 plus gemacht, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir bei Asien Dynamics haben wir auch 2 Millionen drin. Da haben wir 13.000 plus gemacht, soweit ich das im Kopf habe. Und bei HG China Anleihen haben wir 11 Millionen drin mittlerweile. Und da weiß ich gar nicht, wie viel. Ich glaube, die 83.000. Ne? Aber ich habe halt da immer wieder reingebuttert. Also alles, was wir jetzt da die letzten paar Tage verdient haben, haben wir da reingehauen. Vielleicht hier mal ein kleiner Überblick. Wir machen aktuell so 340, 360, 400, 445.000, 403. Ach du Scheiße. Ja, wir machen zwischen 300.000 und 500.000 am Tag. Was actually nice ist. Ich muss einmal gucken. Parkgebühren. $360 Parkgebühren. Haben wir irgendwelche Autos irgendwo in einer Parkdings stehen? Scheinbar. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja in der letzten Folge optimiert ein bisschen. Und ich glaube, ich habe auch dazwischen ein bisschen optimiert noch. Kann ich mich aber nicht gerade dran erinnern. Coopers Klunker macht ganz gut Kohle. Drink and Smoke geht so. Gift Stop ist okay. Die Könige machen ganz gut Kohle. Oder haben zumindest gestern. Der Donutladen macht jetzt, ja, ist auch okay. Cooper AG ist klar, die machen immer wenig. Also immer Minus. Die machen ja nicht so Gewinn. Die haben nur Kosten. Der Gift Stop läuft auch ganz gut. Der Diner macht auch mittlerweile ein bisschen Gewinn. Coopers Finest ist absolut geisteskrank. Ich meine, allein der Laden hat $424.000 gemacht am Tag 181, ne? Warum haben wir vorgestern $6.800 Kosten gehabt? Kam da ein Einkauf dazu? Also eine Bestellung? Negativzinsen. Oh, okay. Haben wir zu viel auf dem Konto gehabt, oder was? Ja, wir machen $360 am Tag also wir bezahlen mehr Parkgebühren als für Wohnungen. Vielleicht sollten wir mal gucken, wo unsere Autos stehen. So, wo sind wir denn überhaupt? In der alten Wohnung. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Und wir gucken uns, das ist eigentlich ein guter kleiner Auftrag für heute, gucken, wo unsere ganzen Autos stehen. Weil $360 am Tag ist schon eine Nummer, ne? Okay, dann gehen wir doch mal hier hin und fahren mit dem die anderen Autos ab, ne? Gibt's eigentlich den Essensladen? Wow. Den Supermarkt hier gibt's gar nicht mehr, ne? Der ist jetzt zu vermieten. Vielleicht wird das unsere nächste Location. Aber ich habe eigentlich mehr Bock auf irgendwas in Downtown. Haben wir denn hier vielleicht noch was zu essen drin? Ne, da sind noch Schränke drin. Okay. Also der steht schon mal legal und kostenlos. Das ist schon mal ganz gut. Was ist denn mit dem? Und eigentlich möchte ich auch lieber den fahren. Warte, dann parken wir den nochmal hier. Ey, come on. Ich habe einen Blinker gesetzt, Junge. Ja, ach komm. Kann ich hier auch umsonst parken? Legal und kostenlos, okay. Ja gut. Wie sieht's damit aus? Der steht auch legal und kostenlos. So, okay, wo haben wir denn die anderen Autos?
Einmal hier in der Seitenstraße und einmal und zweimal hier. Okay, dann gehen wir da mal gucken. Weil irgendwo steht einer ganz teuer. So, Parkassistent. So. Unser LKW. Der steht legal und kostenlos. Das ist schon mal gut. Da haben wir eine Sackkarre dran, okay. Fahren wir mal eben hier vorne um die Ecke. So, wie sieht's mit den beiden aus? Uah. Also der hier steht auch legal und kostenlos. Sag mir nicht, die 360 Dollar sind von einem Auto. Der ist auch legal und kostenlos. Und der ist auch leer. Die sind beide leer. Die könnten wir eigentlich mal verkaufen, ne? Verkaufen. 1600 Dollar. Gibt es mehr, wenn die repariert sind? Vermutlich, ne? 2,5. Der ist jetzt... Na gut, der ist auch ein bisschen kaputt. Ja, komm, einen hauen wir weg. So, wo haben wir denn noch Autos? Wo haben wir denn noch Autos? Eigentlich nur noch den Porsche, ne? Den Ferdinand hier. Fahren wir mal dahin und gucken mal, ob das, weil ich finde das schon krass, dass wir mehr für Parkplätze ausgeben als für Miete, ne? Das kann ja nicht sein. Uiuiui. Also irgendwo ist da, stehen wir da teuer. Und das kann eigentlich jetzt nur noch der Porsche sein. Also der Ferdinand. Ich komme. Und dann müssen wir uns eigentlich schon mal Gedanken machen, was für ein Geschäft machen wir denn jetzt als nächstes? Weil wir brauchen ja einen Marktwert von 50 Millionen, also einen Firmenwert, ne? Und da müssen wir irgendwie, wir müssen das Game weiter aufsteppen. Ich habe irgendwo zwischen den Folgen mal eine Benachrichtigung gekriegt, dass wir die 10 Millionen erreicht haben. Also 10 haben wir wohl schon. Aber wir brauchen halt noch viel mehr. Und ich habe jetzt auch keinen Bock hier einfach zu warten und zu skippen, bis das, ne? Ach, Alter. Da. Alter, wie komme ich da wieder raus? Okay, scheiße, jetzt habe ich gar nicht geguckt. 15 Dollar kostet das Parken hier. Ja, okay. Dann wird das vermutlich hier vorne auch so sein, ne? Ja, 15 Dollar. Aber pro Stunde oder was? Wie kommen die auf die 300 irgendwas Dollar am Tag? Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier hin zum Parken, ne? Weil ich glaube, da ist umsonst. Ey. So, wie sieht's hier aus? Auch 15 Dollar. Ach, come on. Haben wir nirgends eine Seitenstraße, wo wir umsonst parken können? Gut, ist halt Downtown, ne? Weißt du, wir verdienen eine halbe Mio am Tag und ich will umsonst parken. Kostet auch 15 Dollar. Hier drüben. $15. Alter, scheiß Downtown. Weil ich glaube, das ist 15 Dollar die Stunde. Was ist hier? Auch. Ach, come on. Ich habe keinen Bock, so viel Kohle auszugeben dafür. Da hole ich mir lieber noch eine Wohnung. Was hier? Auch. Okay, ich glaube, das ist überall so in Downtown. Also wir können ja noch ein bisschen rumprobieren hier irgendwo. Ja.
Ähm. Alter! Wie schnell die Karre manchmal die Kontrolle verliert, ist einfach hässlich. Also bremsen mag er gar nicht. Das auch $15. Hier? Ah, irgendwo muss ja die Grenze sein. Alter. Come on. $8. Das ist schon günstiger, ne? Nee, aber ich habe halt keinen Bock, dass die Karre, wenn wir sie eh nicht brauchen, dass die nur rumsteht und uns Geld kostet, ne? $8. Jo. Was ist hier? Kostenlos. Ja, finde ich gut. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja gut, da kann ich auch direkt nach Hause fahren, ne? Komm, ich stell den zu unserer Wohnung. Parken wir hier alles mit unseren Autos zu, wenn wir das irgendwie hinkriegen. So. Kostenlos parken. Und hey, ich brauche ein Taxi. Ich brauche ein Taxi und zwar möchte ich gerne hier hin. $133. Und wir haben wieder 300.000 gemacht. Gut, den lassen wir noch kurz da. Weil wir sollten dringend mal was essen. Und mal schlafen. Wir haben schon wieder 1 Uhr nachts. Wir schlafen mal bis morgen früh um 9. So, dann zocken wir noch eine Runde, aber nur kurz. Oh, so ein Stündchen. Ja, so ein Stündchen. So. Okay. Und jetzt nehmen wir den hier, weil dann haben wir eigentlich alle Autos, Digga, wie komme ich hier raus? Dann haben wir alle Autos irgendwo kostenlos geparkt, ne? Come on. Wie ist es denn eigentlich mit dem Immobilien-Game? Ich glaube, da haben wir immer noch zu wenig Kohle für, ne? Auch wenn ich die Aktien ausbezahle. Um uns eine Immobilie zu kaufen, die dann auch Kohle reinbringt. Können wir mal gucken, warte mal, wie ging das nochmal? Gebäude zum Verkauf. Ich mache mal alles andere aus. Bank, Einzelhandel. So, Gebäude zum Verkauf. Das Ding hier? Bisman öffnen. 419 Millionen. Okay. Gibt es dann auch vielleicht in einem District, den wir uns leisten können, irgendwas? 100 Millionen. Was ist damit? 47 Millionen. Da kommen wir der Sache schon näher, ne? 19 Millionen. Und was bringt uns das dann? Ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt eine schlaue Investition wäre, ne? Oder vielleicht kommt das als nächstes, wenn wir die 50 Mios erreichen. Kaufangebot für Gebäude senden. Geschätzter Wert. Was ist denn, wenn ich dem mal 10 Mios biete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unzureichende Geldmittel. Ja, schon klar. Aber wir haben ja hier, müsste ich die jetzt erst ausschütten, ne? Weil wir haben ja hier alleine, hier haben wir ja 11 Mios.
12, 13, 14, 15, 16 Mios haben wir. Okay, wir warten mal noch damit und eigentlich müssten wir uns überlegen, Steuern zahlen müssen wir, ne? In 13 Tagen. Und ich glaube, stimmt, das kam auch zwischen den Folgen. Das kann ich euch mal kurz noch zeigen. Unsere neueste Steuerabrechnung. Hier. Ja. 291.000 Dollar Steuern. Ne, mal zum Vergleich, die letzte war 16.000. Also wir haben das Game schon ein bisschen hochgesteppt. Der Truck wird uns abgezogen, das ist schon mal ganz cool. Aber hier, ne, das, also klar, wir haben 12 Millionen Umsatz. Dann 2%, ach, keine Ahnung. Ja. Ich muss mal irgendwo kurz parken. Komm hier. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir denn, wo wir unser Geld reinhauen. Marktinsider. Warte mal, Gebäudetyp, geschätzter Wert. 1,46 Millionen. Kann ich da jetzt auch Kaufangebot senden? Marktwert 1,4 Millionen. Wenn ich da jetzt, wie viel haben wir denn? 1,1000000. Unzureichende Geldmittel. Heißt das, dass die das nicht annehmen? Oder 1.100.000? Warte mal. 1 Mio? Das stimmt nicht. Das war eine Null zu viel. 1.100.000. Abgelehnt. Okay. Market Insider. Nur Objekte zum Verkauf. Das sind halt nicht viele da in dem District, ne? Aber ich kann ja, alle anderen kann man ja auch anfragen, ne? Wäre schon cool, so eigenes Gebäude. So, aber wir brauchen ja richtig Kohle. Das heißt, wir müssen in Midtown irgendein Geschäft aufmachen. Marktnachfrage. Donut, Pommes, Hotdog, Burger. Ich weiß nicht, ob wir umziehen sollten mit dem Burgerladen. Oder mit dem Donutladen. Einfach komplett umziehen. Alles rüber. Wir haben bei uns im Donutladen, haben wir, was haben wir denn da noch? Cupcakes, ne? Ein Donutladen in Midtown. Was haben wir denn aktuell? Übrigens, die Immobilien, die verändern sich auch dauernd, ne? Also, habt ihr ja vorhin gesehen, der eine Supermarkt, wo wir immer einkaufen waren, den kann man jetzt kaufen, der ist leer. So, das ändert sich immer wieder, was ich ziemlich cool finde. Wir brauchen einen Einzelhandelsladen. Den hier zum Beispiel. Halt nur eine 10er Verkehrsanbindung, ne? Was ist damit? 44, aber 225 Quadratmeter für einen Donutladen. Ja, wobei geht eigentlich, ne? Nicht so groß. Wollen wir den nehmen? 30er Kundenkapazität. Hauen wir da den Burger- oder Donutladen rein. Komm, wir nehmen den mal. Und, was passiert denn, wenn ich hier eigentlich... Ich muss jetzt ein neues Unternehmen gründen, ne? Ich kann nicht einfach die Sachen darüber ziehen.
Weil dann hätte ich alles in einer Statistik und sehe, ob das was bringt. Aber ich glaube, das ist immer an die Adresse gebunden. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal. Bisman, Market Insider. Ist das überhaupt... Scheiße, ist das überhaupt noch Midtown? Ja, ne? Ganz klar. Okay. Bisman, Market Insider, Nachfrage, Midtown, Nachfrage, Donut ist 100%, Pommes, Hotdog und Burger. Das ist halt alles ziemlich gut. Also eigentlich macht es mehr Sinn, den Burgerladen dahin zu ziehen, weil der macht ja weniger Gewinn als der Donutladen, den wir schon haben. Oder wir machen dann halt beides. Aber erstmal vielleicht den Burgerladen, ne? I guess. Okay, dann machen wir da einen Burgerladen, komm. Im Bisman öffnen, neues Unternehmen gründen, Schnellrestaurant, 2 Konkurrenten in der Nachbarschaft, aber die haben keine Burger. Wir machen hier Finest. Moment, Finest. Nee, komm. Deluxe Burger. Und dann eine Pizza im Logo. Das finde ich gut. Nee, hier sowas. Nee, warte mal. So. Und dann so. So. Deluxe Burger. Das finde ich gut. Okay. Gut. Ich glaube, ich muss den LKW holen. Einfach mal ein Unternehmen umziehen. Weil es zu wenig Gewinn abwirft. Aber das ist eigentlich, fast unser erster Laden, ne? Also schon eine emotionale Geschichte, wenn wir da jetzt den dicht machen. Beziehungsweise wir ziehen ja nur um. Okay. Muss man auch einmal die Arschbacken zusammenkneifen und durch, ne? Holy shit. Entschuldigung. Oh, was ist denn mit ihm? Habt ihr das gesehen? Bin ich der einzige Freak hier. So, wo war nochmal mein LKW? Irgendwo hier, ne? Der hier. Kann ich ja markieren. So, dann gehe ich hier rüber. Der blockiert immer noch schön die Straße. Das ist super. Wie kommen wir da rein? Warum zeigt er mir hier den Parkassistenten nicht an? Egal. Okay, steht umsonst. Und wir nehmen den LKW. Jetzt ist er wieder gelb. Der war in der letzten Folge, war er plötzlich weiß, ne? So, Entschuldigung. Ja, komm. Weißt du was? Egal. Fahren wir einmal um den Block. Upsi. Hey, come on. Weil die Idee ist natürlich A, wir machen viel mehr, wir können größere Mengen verkaufen da am neuen Standort. Und B, viel teurer, ne? Wo ist er denn, unser Burgerladen? Hier. Da vorne links. Okay. Boah, wie mache ich das am schlausten? Kein Parkplatz frei, ne? In die Ecke? Auch nicht. Da hinten. Ach, Kacke. Dann hier drüben. Ja, ja, ja. Ruhig. Ich muss hier irgendwie... Sorry, Leute. Entschuldigung, ich muss hier mal kurz... Danke. Kann ich den nicht wegschieben? Ach, Kacke.
Mann. Komm. Das Ding ist halt auch so klobig zu fahren. Wieso? So. Steht immer noch illegal. Ach, leck mich doch. Komm. Nicht im Arsch. Okay. Cooper's Diner zieht um. Geschlossen, öffnet in 2 Stunden. Nee, der öffnet nicht mehr. Ach, unser wunderschöner Burgerladen. Aber wir ziehen den einfach nur rüber. Wo fangen wir denn am besten an? Was ist jetzt los? Ja, Strafe. $125, super. Ich glaube, ich mache den Laden aber mal erstmal zu, ne? Cooper's Diner. Zeitplan. Tak, 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 tak. So. Der hat ja auch nicht mehr viel. Der hat ja nur noch 2 Mitarbeiter, ne? Krass. Okay. Womit fangen wir denn an? Wir müssen alles packen, ne? Mann. Hier. Die Kasse. Ist derzeit geschlossen. Wie mache ich das denn? Legen Sie eine benutzerdefinierte Warteschlange fest. Oh, cool. Ach, das ist ja cool. Okay, das ist nice. Aber das will ich nicht. Ich möchte die Kasse einpacken. Wie ging das nochmal? Ich glaube, ich muss erstmal die Tüten rausholen, ne? Die packe ich mal ins Lager. Muss ich... Oh Gott, muss ich das Lager leer machen? Ah, ja. So, und jetzt kann ich... packen. So war das. Das geht auch. Packen. Du kannst Regal- oder Lagerware nicht einpacken. Okay, dann muss ich das erst leer machen. Heilige Scheiße, das wird witzig. Das wird witzig. Muss mal gucken, vielleicht packe ich das Zeug zwischen den Folgen, Leute. Packen? Was denn? Hä? Jetzt. Packen. So. Und dann kann ich die... Okay. Boah, das wird dauern, ne? Ich sag's euch. Oh Gott. Oh Gott. Die Grills müssen rüber und dann müssen die Burger raus. Ja, ich glaube, das mache ich zwischen den Folgen, dass ich hier alles leer räume und packe. Weil sonst sind wir hier 3 Folgen am Packen. Der muss leer. So. Ist das hier drauf? So, und dann raus damit. Ich hoffe jetzt, dass sich da ein Parkplatz ergeben hat vor der Tür. Natürlich nicht. Dann werden wir wahrscheinlich noch mehr Strafen kriegen. Naja. So. Ja, Leute, ich glaube, ich mache das zwischen den Folgen. Ich erspare euch das. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn hier alles gepackt ist. Und bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kuss auf die Nuss, Piskli, Timochi. Ciao.